gibt einfach Sujeten, die viel zu seriös sind, für sie als populistisch zu qualifizieren, wenn man sich damit beschäftigt. Wir hatten an den letzten Tagen durch die Aktualität, eine Aktualität, die man nicht kannte, wo ich das Proposition der Loi gemerkt habe, und Gelegenheit, ganz viel über die Freiheit von der Presse zu schwätzen. Wir hatten viele Deputierte in Bannen, die auf hier Medienseiten, auf elektronische Medien gesagt haben, je suis Charlie. Wir hatten da die auf Demonstrationen gegangen sind, wir hatten da die gekrascht haben, aufgrund von dem, was geschieht aus Paris. Und wir haben alle Seiten hören, dass Leute sich bekennen zu der Freiheit von den Medien, und das ist auch gut und das ist richtig so, dass man so eine Solidarität weisen. Heute, als aber durch den Zufall vom Kalender diskutieren wir über Gesetz, wo man gucken, wie echt ist es dann mit der Freiheit von der Presse. Das ist ein Lackmustest, das ist ein, wo man muss weisen, ob man wirklich die Freiheit von der Presse verteidigen, wie in einem demokratischen Rechtsstaat muss sein, oder ob man Ursachen fanden, für sie anzuschränken, aufgrund von Pressionsgruppen, aufgrund von schwammigen Konzepten, die uns dazu bringen, Grundprinzipien von unserem Rechtsstaat aufzustellen. Wir haben so Grundprinzipien, das als Freiheit von der Presse steht an unserem Artikel 24 von der Verfassung, wo man so, la censure ne peut jamais être établie. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip. Und es wäre eigentlich Storune und dem Prinzip, wo man alles müssen, was am Augenblick könnt und politische Propositionen, wie zu gucken, ob es dem entspricht. Der Staatsrat hat eigentlich als Aufgabe gehabt, als Staatsrat, wie zu gucken, ob ein Gesetz konform ist zur Verfassung. Er versteht sich ja als Gardien de la Constitution. Mit der Staatsrat hat das in diesem Fall nicht gemerkt. Es ist ein leider ganz stark politisiertes Organ, den an diesem Fall dem Auftrag sich schon nicht nachkommen ist. Der Staatsrat hat nicht aus einem Avis über ein Gesetz über die Freiheit von der Presse im Detail geht, die Analyse gemerkt, ob das Gesetz konform ist zur Konstitution. Und hat die Konstitution mal nicht annimmt. Seht aus einem Avis, dass in Referenzen einen politischen Plan sehen an einer Konferenz zu Peking, also dem Plan National de Legalité, aber das sind Sekundärtexte, Tertiärtexte, politisch nicht kontraignant Texte, juristisch nicht kontraignant Texte mit Konstitution wird nicht ungefährt und nicht die Analyse über Zensur nicht gemerkt. Das ist ganz schön, dass das so geschieht ist. Wir haben an der Diskriminationsdiskussion, und ich muss sagen, zu den Kollegen an der CSV, an meiner Analyse als eben den größten Fehler. Die CSV an der Zeit gemerkt hat, wo sie an der Regierung war, dass rechtliche Grundprinzipien aufgrund von elektoralen oder gerade politisch opportune Gründen aufgestellt wird. An die Diskriminationsdebatte gehören dazu. Eine Partei, die sich als staatsdrohend lernen verstehen hat und sich auch vielleicht darum will, so verstehen, kann nicht hingehen. Ein Grundprinzipien vom Staat zur Disposition stellen. Sie kann auch nicht hingehen an legalistischen Argumenten wie Hierarchien an diskriminationsfrohen argumentieren, wenn die Diskrimination selber auf ganz schwammige Konzepte beruht, an eigentlich nicht das durchstellen, was eine Rechtssicherheit kann hier gehen. Es ist schön, dass so auf so Manieren argumentiert wird, wenn es aber könnte auf einem ganz anderen Niveau geschehen, wo wirklich könnte mit Überzeugung für das angestanden gehen, was aber die Essenz von unseren westlichen Demokratien ausmacht. Mit so argumentieren, das sind Effizienzargumentationen. Es weiß, dass eigentlich die wichtigsten Sachen nicht mehr am Zentrum stehen, mit das echter mit elektoralistischen oder anderen Konsiderationen Politik gemerkt wird. Das ist schön. Der ADR hat das, oder schon gemerkt, mit der Unterstützung von der ADR, das Proposition, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, an welchem Exerzice wir sind. Wir feiern eine indirekte Zensur mit diesem Gesetz an. Dafür können wir als ADR auch nicht damit zufrieden sein. Es ist eine indirekte Zensur. Und das so nicht nur mir, das sieht der Conseil de Presse. Und der Conseil de Presse sieht das nicht einmal, mehr sieht dreimal gesagt. Der Conseil de Presse hat es gesagt, weil CSV das Projekt 6127 herabgerutscht hat an das Debatte. Und hat ein Avis geschrieben, der ganz kritisch war, den er just auf die Problematik aufmerksam gemacht hat von der indirekter Zensur, an den Risiken, die Medienvertreter und die Editeuren der GB können aussetzen. Und hat nach einmal gemerkt an einem Memoir, den er no adressiert hat und alle Member in der Chambre, wo gesagt hat, er ging eine Kampagne machen, so echt vor dem Conseil de Presse,
An net nach enkeier gemerk, wo man lo das Diskussion über das Gesetz hatten, wo all nees enkeier, und dat muss ich aber auch so in der Eierlich geht halber us die zustände Chamberkommission von der Egalität us dem Conseil de Presse die froh net voll stellen, dass der DR die insistiert hat mat der Hülle an dieser Diskussion von der DP. Wenn dat net gewircht wäre, da wäre der Conseil de Presse ekartiert gehen von der Diskussion, ob schon hinet aus den ein echter Platz betroffen ist. Ich bedauere auch. Ich bedauere, dass an unserer Presse, die leider zu einem ganz großen Teil Partei gebunden ist, den Kampf nicht gefeiert wird, den man müsste gesehen von der Freiheit von der Presse zu Lützeburg geht. Es ist schön, dass als Zeitungen und als Medien sich engagieren, wenn zu Paris ein Attentat gegen Journalisten oder Karikaturisten gemerkt wird. Das ist gut. Aber ich ging mir wünschen, dass Parteien nicht den Kriter sind, wenn also Journalisten, wenn es darum geht, wie zu beurteilen, wie die Freiheit von der Presse soll an den Medien reflektiert gehen. Es ist nicht, wenn eine Proposition wie die Freiheit von der Presse von der ADR kommt, dass Journalisten darüber vielleicht an der Presse nicht so berichten und sich nicht so engagieren, wie der Conseil de Presse am Land firmischt. Das ist schön, weil ich meine, es ging auch ein breite Publikum interessieren. Wir hatten den Beweis für den Interesse für eine Podech, wo ein Imam an noch ein Vertreter von der katholischen Kirche envisagiert hatten für verschiedene Sachen, die sie als blessant empfanden, wie religiöse Gefühle, nicht unbeschränkt an den Bereich von der Karikatur und an der Kritik kommen zu lassen. Darüber kann ich streiten, weil, wenn Herr Angel richtig rappeliert hat, als ja eben eine Diskriminationsgründe, die wir hier an anderer, die auf dem man näher argumentieren, wichtig sind, Diskrimination aufgrund von der Religion. Also, als das so etwas, was ich kann, auch an dem Geist lesen, wie wir heute diskutieren, am Kader von der Gleichheit von Frauen und Männern. Das ist auch ein Grund. Das ist also auch eben eine Gründe, die an der Presse, am Pressegesetz, oder auf jeden Fall an der Wirklichkeit von der Presse müssen respektiert gehen. Der Herr hat direkt geschrieben, wo die Kommentar gemerkt hat, le Herr juge l'initiative visant à limiter la liberté d'expression comme la manifestation d'un cynisme monstrueux. Il relève de la responsabilité des politiques d'étouffer dans l'œuf de telles atteintes aux libertés d'expression de la parole et de la pensée. Ob schon im Gesetz steht. Hier hat man also einen Fall, wo direkt eine Assoziation sich darunter gestellt hat, oder wo man direkt eine Diskussion hier hatten. An heute Morgen hat Herr Bittel gesagt, wo man über die Freiheit oder Trennung, wo Kirche und Staat geschwärzt hat, oder Kommission ging, zuletzt keine Restriktion von der Liberté de la Presse akzeptieren. Das war entweder vom Staatsminister de Moyen an der Chamberkommission. Die Realität ist aber eine. Und dass das auch, was mir steuert, dass das man sich nicht mehr als ADR, mehr aber ganz viele Politiker, Parteien einen Diskurs predigen, an dem sie die Freiheit von der Presse als einen hohen Wert durchstellen, aber recht, an aber, wenn dann in Praxis geht, das direkt vergessen, und nicht wie gesagt, eine Kategorie von Diskriminationsdiskussionen regeln, die aber juristisch, wie mal ganz moderiert zu sagen, nicht klar beschrieben sind, an einer gewissen arbiträr herstellen. Für uns als ADR nach ein Keier wurde es wichtig, das Proposition de loi zu machen, weil wir einfach nicht können akzeptieren, dass eine Zensur hier am Land, selbst direkt oder indirekt, wie wir sie hier erfahren, dass eine Zensur hier am Land existiert. Dass es nicht möglich ist, für Pressevertreter verschiedene Sachen an ihre Medien zu sagen, ohne müssen sie fährten, einen Prozess zu kreieren, wo sie auch noch konfrontiert sind mit einer anderen Verletzung vom Rechtsstaat, nämlich dem Renversement de la Charge de la Preuve, eine Praxis, die sich an den letzten Jahren leider angebürgert hat. Es ist einfach für uns nicht akzeptabel. Und wir sind als ADR nicht an einer Schiene, wo Populismus, wenn wir darüber schwätzen, aber am Sinn von einer Partei, die eng Wertorientiertheit an eng drei zu rechtsstaatliche Prinzipien konkret übersetzt an Gesetzespropositionen an eine beholen, was die wichtig Grundpfeiler von unserem demokratischen Staat heichhält und nach weiß, wo die sind, wie sie zu identifizieren und zu beschreiben sind, aber mit unserem Wille, wie sie auch zu verteidigen.